Margit Wild ist schockiert, wenn sie heute auf ihre eigentliche Homepage schaut. Da gibt es jetzt nämlich Kontaktanzeigen, sagen wir, leicht bekleideter Damen und Herren. Sex statt Sozialdemokratie. Jeder Link auf die Homepage der Politikerin führt jetzt zu deichluder.de. Die Geschichte beginnt am vergangenen Freitag, als Wilds Homepage nicht mehr funktioniert. Dann haben wir bei dem Sozi-Server angerufen und der hat dann mitgeteilt, dass die Seite gekündigt worden ist. Und wir das aber nicht wussten. So. Und dann haben wir natürlich recherchiert und haben dann festgestellt, da wurde die Domain freigeschaltet, beziehungsweise der Name, und ein Domain-Cover hat die sich geschnappt. Also den Namen Margit Wild hat er sich geschnappt. Selbst das SPD-Logo ist in der Browserleiste zu finden. Die Domain zu Margit Wilds Homepage gehört jetzt einem gewissen Wolfgang Meyer aus Reutlingen. Der erklärte heute gegenüber TVA, dass er die Sache außergerichtlich klären würde, sofern er sein für die Domain bezahltes Geld in Höhe von 249 € wieder zurückbekäme. Die Leute reagieren natürlich sehr schnell, wenn man ihnen entsprechend Druck macht, weil sie wissen, dass es illegal ist. Also mein Anwalt hat gesagt, es dürfte sehr schnell gehen, zumal die Person gemerkt hat, mit wem sie es zu tun hat. Wir haben meinen Landtagsausweis kopiert, wo ja auf der Rückseite auch drauf steht, die Person ist zu schützen, der ist Hilfe zu leisten. Und ich denke, das ist schon ein sehr wirksames, hilfreiches Mittel. Und das ist jetzt eine Frage, ich denke, von 1-2 Tagen. Damit ist das geklärt. Ein netter Freund hat mich angerufen und hat gesagt, den Rolling Stones in früheren Zeiten ist es auch passiert, dass man ihre Domain gekappt hat und dass da eine ähnliche Pornoseite aufgerufen wurde. So hat die Seite von Margit Wild übrigens vor der Übernahme ausgesehen. Bis zu ihrer Abschaltung hatte sie mehr als 12.000 Zugriffe gehabt. Gut möglich, dass sie künftig deutlich mehr angeklickt wird und das wohl auch wegen der, sagen wir, unfreiwilligen Werbung.